So, ihr Lieben, alles beginnt eigentlich mit einem Nagel und man hängt ein modriges Fleisch hin und das Fleisch kann ein ganzes Haus total unerträglich machen. Und es gibt eine Gewohnheit, das dein Leben unerträglich machen kann, und eine gute Eigenschaft zu verändern, ist gar nicht so einfach. Wir alle sagen, ja, wenn es so einfach wäre, wäre es einfach. Und was ich so liebe an Gott, und das ist einer der Charaktereigenschaften von Gott, Gott ist ein Gott der Hoffnung. Also wenn du sagst, ich bin halt so, sagt Gott, das ist die Sprache der Hölle. Gott kann Dinge verändern, das auch unmöglich ist. Und ich beginne mit einem Bild und einem Satz, und zwar: Hoffnung lässt dich immer starten. So, das Bild von mir, das ist Hoffnung. Hoffnung heißt nicht, ich bin da, sondern das wäre das Potenzial. Und jetzt achte mal, Gott gibt Hoffnung für deine Süchte, für deine Gewohnheiten, für deine schlechten Eigenschaften. Wir haben plötzlich Hoffnung, so einen Wunsch. Ich kann das mit der Hilfe von Gott anpacken. Das ist Hoffnung. Hoffnung ist eine Frucht vom Himmel. Aber es kommt dieser Satz, aber nur Gewohnheiten helfen mir, dran zu bleiben. Also Gewohnheiten ist der Grund, dass sich gewisse Dinge auch verändern in meinem Leben. So, wir haben unsere Leute im ICF gefragt, was sind denn eure Next Steps, die ihr dieses Jahr geht? Also was möchtet ihr ganz konkret anpacken? Und hier sind ein paar Statements von Leuten, die sagen, das möchte ich gerne dieses Jahr mit der Hilfe von Gott anpacken. Hier sind die Statements. Heute fragen wir unseren Staff, was ihre Next Steps sind für nächstes Jahr. Ah, ja. Ja. Soll ich schnell? Meinen Bachelor abschließen in Theologie. Ein Preaching-Plan fürs Preschool Kids. Wieder eine regelmäßige Routine im Bibellesen. Die Frucht der Liebe und der Sanftmut trainieren. Ich will in der Jüngerschaft wachsen. Ich bin der Joel, komme aus der Schweiz. Ich möchte die Guest Experience im Januar sauber übernehmen und auf ein Next Level bringen. Ich will das Jahr weniger am Handy sein und mache Skizzen analog und meine Notizen auch. Meine beiden Small Groups so vorzubereiten, dass jeder von ihnen selber eine Small Group leiten kann. Mindestens 8 Stunden pro Tag schlafe. Endlich mal die Bibel von vorne nach hinten durchzulesen. Einer meiner Next Steps ist es, No, no, Alkoholfrei. Ein Papa, ein Ehemann sein, der seiner Familie mit Freuden dient. Am Morgen und am Abend jeweils mindestens 10 Minuten für andere Leute zu beten. Ich will mich entscheiden, was für eine Ausbildung das ich noch machen werde in meinen nächsten paar Jahren. Weiterhin jeden Morgen das Abendmahl nehmen und mich so auf die Kraft Gottes jeden Tag neu einlassen. So Solitude, Einsamkeitstage einplanen in meinen Terminkalender. Intensiver in meine Freundschaften investieren. Geduldiger werden. Meine stille Zeit mit Jesus auf ein neues Level bringen und eine feste Routine reinbringen. Das Prinzip mit dem Sabbat besser zu leben und es wirklich einmal in der Woche mir die Zeit rauszunehmen. Ich plane im 2026 so zu fasten wie noch nie zuvor. Darum bereite ich mich jetzt schon vor, wie ich diese Zeit vor Ostern nutzen werde, um Durchbrüche zu erreichen. Come on! Also wenn man das jetzt so hört, das sind alles so sehr, sehr positive Eigenschaften. Niemand hat gesagt, ich möchte meinen Jähzorn ändern, ich möchte meine Süchte ändern. Merkst du, wenn wir vor einer Kamera sind, und das ist jetzt auch keine Kritik, dann wissen wir schon genau, was sagen. Aber die echten Themen, die lässt man schön unten im Keller. Und es gibt einen Quote, und ich möchte es euch vorlesen, das ist much entscheidend. Man sagt, 45% deine täglichen Handlungen sind nicht das Ergebnis von Entscheidungen, sondern das Ergebnis von Gewohnheiten. Also du kommst nicht um Gewohnheiten rum. Das, was man immer tut, zu der Person wirst du in dem Sinne auch werden. Ich möchte mit einer Geschichte beginnen, wenn es um Gewohnheiten geht. Und zwar, da war der Nebukadnezar, so 800 Jahre vor Christus, kam nach Jerusalem und hat alles in Brand gesetzt und hat alles zerstört und nahm dann die Juden mit, in dem Sinne nach Babylonien. Und da kam Daniel als ein Hebräer nach Babylonien und der Nebukadnezar hatte ein Problem, er konnte Träume nicht deuten und Daniel hat mit dem Geist Gottes ihm die Träume ausgelegt. Also so stand er vor diesem König Nebukadnezar. Und als das Volk sah, dass ein Hebräer Gunst bekam, haben sie gesagt, wir müssen etwas erlassen, dass die Hebräer nicht ihren Gott anbeten, sondern Nebukadnezar.
Und so haben sie ein Dekret gemacht, dass man während 30 Tagen niemand anders anbeten darf als den Nebukadnezar und keinen anderen Gott. Und ich lese euch, was dann heißt in Daniel 6, Vers 11, was dann geschah. Als Daniel davon erfuhr, ging er in das Haus. Das obere Stockwerk hatte Fenster in der Richtung Jerusalems, die offen standen. Hier kniete er nieder und betete zu seinem Gott und dankte ihm, jetzt Achtung, wie er schon 3-mal am Tage vorher getan hatte. Und hier gibt es ein ganz kleines Nugget drin. Die meisten von uns ändern ihr Leben, weil die Frau sagt, entweder du hörst auf mit Alkohol oder ich verlasse dich. Entweder du wirst treu oder ich gehe. Oder deine Freunde sagen, entweder du kommst pünktlich oder ich war dein Freund. Entweder du wirst positiv oder du warst mein Freund. Die meisten von uns ändern ihr Leben dann, wenn das Wasser dir bis zum Halse steht und Druck funktioniert nur 2 Wochen. Und wenn die Not nachlässt, hört auch dein Power nach, dass man Dinge ändert. Sondern Dinge kannst du nur ändern. Daniel hat nicht gebetet, weil eine Not da war. Er hat gebetet, weil es seine Gewohnheit war. Das, was du etablierst in deiner Gewohnheit, wird dir helfen, wenn der Sturm kommt. Und Daniel war in der Löwengrube. Und Daniel war in der Löwengrube und war gestanden, weil er gewusst habe, den Gott, den ich 3-mal pro Tag angebetet habe, ist der Gott, der auch bei mir in der Löwengrube ist. Wenn du lernst, deine Knie zu beugen vor Gott, kannst du vor Menschen stehen. Und so meine Frage ist ganz konkret am Anfang, hast du eine Gewohnheit etabliert wie Daniel? Eine Routine, die ist immer genau gleich. Bibellesen ist eine langweilige Routine, immer genau gleich. Aber du brauchst es in den Momenten, wo der Wind dreht, und der Wind wird eines Tages drehen, und dann ist die Frage, stehst du, weil du verwurzelt bist in Jesus, oder weil der Druck da ist und sagst, Jesus, hilf mir, SOS-Gebet funktioniert immer, das ist aber nur der Notfallplan, das ist nicht eine Beziehung. Sondern meine Frage ist, Daniel hat etwas etabliert in seinem Leben, das ihm auch geholfen hat in schweren Zeiten. Römer 12, Vers 12 sagt die Bibel, lasst nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege das Böse durch das Gute. Und jetzt kommt meine Frage mit euch zusammen. Wie kann man gute Gewohnheiten etablieren? Also wie kann man wegkommen von Eifersucht, von Minderwert, von Süchten, von Drogen, von Flirten, von Pornos? Wie kann man von diesen schlechten Gewohnheiten loskommen? Es sind ein paar ganz einfache Punkte. Die sind so einfach, dass sie so logisch sind, aber das zu machen ist nicht ganz so einfach, sonst wären sie einfach. Erstens, man muss ganz klar definieren, was ist mein Auslöser? Was löst denn meine falschen Gewohnheiten aus? Und es gibt ja diesen Kreislauf, ich erkläre euch mal ganz kurz diesen Kreislauf. Es beginnt immer mit einem Auslöser. Es löst das aus, ich arbeite viel, ich bekomme Kompliment. Dann habe ich ein Verlangen nach Schokolade, nach Pornos, was immer das ist. Und dann gibt es eine Reaktion, dann macht man das. Und dann gibt es eine Belohnung. Das ist der Kreislauf dieser Gewohnheiten, die nicht gut sind. Und es ist interessant, auch eine schlechte Gewohnheit gibt einen Kick, weil die Bibel sagt, Sünde ist im ersten Moment macht Spaß, sonst würden wir nicht sündigen. Aber der Preis später ist ganz, ganz krass. Es gibt eine Sache, die ich euch sagen möchte, und das sage ich auch zu mir, wir sind kein Opfer der Umstände. Es ist auch nicht so, dass man sagen kann, oh, es war so intensiv, ich konnte nicht mehr bremsen. Es gibt die Früchte vom Heiligen Geist und du kennst die Früchte vom Heiligen Geist. Und wenn es um die Früchte vom Heiligen Geist geht, sagen wir alle, Gott, da bin ich dabei, Galater 5, 22, Vers 23. Dagegen bringt der Heilige Geist, der Geist Gottes im Leben nur Gutes hervor. Das ist ja schön, oder? Liebe brauchen wir, Freude brauchen wir, Frieden brauchen wir, Geduld brauchen wir, Freundlichkeit und Güte und Treue, Nachsicht und auch, welches Wort? Selbstbeherrschung. Wir sind getauft mit der Gabe von Selbstbeherrschung. Und über diese Frucht sprechen wir nicht, weil das bedeutet ja, du musst gar nicht mehr sündigen. Es hat dir niemand gesagt, dass du einfach nicht sagen kannst, stopp, halt. Freude, Friede, sagen alle, ja Gott, come on, bring das Zeugs. Aber Selbstbeherrschung bedeutet, du willst sündigen. Du willst nicht aufhören mit Pornos, du willst gar nicht aufhören mit dem Alkohol. Also wenn du nicht zum Punkt kommst und nicht sagst, halt, stopp, ich will das wirklich nicht mehr, dann wird das immer ein Teil in deinem Leben bleiben und du wirst immer eine Ausrede haben, wieso kommt man nicht von dem los. Halt, stopp bedeutet, was auch immer an diesem Nagel ist,
dass das Haus so unerträglich wird. Halt, stopp heißt, ich werf das weg, das kommt nicht mehr in meinem Leben vor. Das ist der erste Punkt und das schon bereits geht es um Disziplin. Zweitens, man muss eine neue Gewohnheit definieren. Und da habe ich einen Zettel genommen, man muss dann aufschreiben, was will ich dann? Und ich schreibe jetzt ein Wort auf für mich. Ich habe das Wort Sabbat, den freien Tag zu halten. So aufgeschrieben, Sabbat. Ich nehme das, tue es da rein und sage, das ist meine neue Gewohnheit. Und lächle dabei. Wenn's du nicht wer nicht schreibt, der bleibt nicht. Wer schreibt, der bleibt. Wenn's du nicht definierst, ich möchte ein bisschen mehr Liebe in meiner Familie, ja, das ist schwammig. Das ist gar nicht konkret. Das ist so, mit dem wirst du nirgendwo landen. Sondern musst es definieren, ganz konkret, was meine ich dann mit dem? Und ich habe euch die letzten Jahre mitgenommen, also wenn ich Menschen ab und zu treffe, irgendwo und sagen sie, wow, ich sehe dich auf YouTube, ich kenne dein ganzes Leben, denke ich, oh meine Güte, das habe ich alles gesagt. Aber die letzten paar Jahre, achtet einmal, wenn du lange dabei bist, dass ich immer wieder auch von meinen Themen gesprochen habe. Ich hatte zum Beispiel das Problem mit Fingernägel kauen. Und ich habe ja 10 Finger und ich habe gemerkt, wenn ich dann Leute Hallo sage, es sieht einfach nicht so cool aus. Und dann hatte ich das Problem gehabt mit dem Jähzoll, mit dem Vulkan, habe ich auch an dem gearbeitet und gesagt, das ist nicht mehr ein Teil von meinem Leben. Und ich habe das definiert. Ich habe einen Körper, bin kein Biber, sondern ich bin ein Tempel vom Heiligen Geist und Gott sollte Freude haben, mir drin zu wohnen. Und dann habe ich gesagt, der Vulkan hat keinen Platz mehr, ich habe einen friedlichen Geist in mir. Und jetzt ist mein Thema seit 2 Jahren, den Sabbat zu halten. Und das ist total einfach. Aber du hast auch Dinge, wo ich denke, komm, das ist mega einfach, gib dir einen Schupf. Es ist immer für das Gegenüber einfach, logisch, weil da du vielleicht kein Problem hast. Aber die Frage ist immer, was ist konkret das du anpacken willst? Und ich habe 3 Fragen uns aufgestellt. Das ist erstens, warum Motivation? Warum will ich das Alte loslassen? Ist es nur, um ein besserer Mensch zu sein? Oder ist es, weil ich sage, ich will mit den Eigenschaften nicht mehr dem Feind dienen, sondern ich will, dass du in jedem Aspekt von dem Leben Gott die Ehre bekommst. Es ist eine Frage von einfach halber Selbstmotivation oder geht es darum, um Gott zu ehren? Dann wer? Wen will ich dann wirklich werden? Also wenn ich diese Eigenschaften nicht mehr hätte, welche Person würde ich werden? Was für ein Vater würde ich werden? Was für eine Mutter wäre ich? Was für ein Leader? Was für ein Pastor? Was für eine Person würde ich dann werden? Also was wäre die Ausstrahlung? Merkst du? Mega coole Frage. Und dann welche Gewohnheiten will ich ganz konkret in meinem Leben angehen oder neu starten? Also es beginnt mit dem, dass ich sage, halt, stopp. Das kommt in den Mübel. Und halt, stopp, ich beginne etwas ganz, ganz Neues und ich definiere es. Ich, Leo, werde den Sabbat heiligen und ehren, um Gott zu dienen. Und jetzt mache ich ganz kurz eine Klammer auf. Warum ist das nicht einfach, den Sabbat zu halten, den freien Tag mit Gott zu verbringen? Jetzt kommt meine Frage, was ist denn der Sabbat? Sagen Leute, ja, am Sabbat macht man nichts. Ich sage, was heißt nichts? Ja, da macht man nichts, da erholt man sich. Jetzt musst du gut sein, das funktioniert für dich, weil du nicht aktiv bist. Wenn ich am Sabbat auf einem Stuhl liege und ich mache nichts, dann habe ich am Ende vom Tag 100 neue Ideen. Darum ist Liegen am Sabbat für mich Arbeiten das Schlimmste, was du machen kannst, sondern der Sabbat bedeutet für mich, mir hat eine Person gesagt, Sabbat ist ein Tag, an dem du nichts musst. Du hast keine Verpflichtungen, du hast keine To-Dos, du hast auch keine Abmachungen, wo du gehen musst, sondern es ist ein Tag, wo du floaten kannst in dem, was dir gut tut, aber immer in dem auch Gott die Ehre gibst. Und der Satz hat mir geholfen zu sagen, am Sabbat kann man Snowboard fahren gehen, weil dann habe ich definitiv keine neuen Ideen. Sondern ich muss am Sabbat am Abend müde ins Bett gehen und dann erlebe ich Gott total. Also du merkst, das sind Fragen, die man stellen muss. Was heißt denn das ganz, ganz konkret? Drittens, man muss die Wurzel anpacken. Jetzt komme ich zu einem Punkt. Es ist völlig einfach, den Sabbat zu halten. Das ist ein No-Brainer. Da musst du einfach eintragen in der Agenda, das ist Sabbat. Ist die gleiche Frage, wieso isst du noch Schokolade?
Wieso lügst du? Wieso schaust du nach Porno? Steck raus und ist auch erledigt. Ist rational, alles logisch. Aber jetzt kommt die Frage, was ist in mir drin? Und es gibt ein Bild aus der Psychologie, und ich habe es mitgebracht. In unserem Hirn ist wie ein Eisberg. Und das, was du oben siehst, sind 10%. Das ist offensichtlich, oder? Aber warum du was tust, wieso du was du nicht tust, ist ganz unten, sind 90% Dinge, die niemand sieht. Und du kannst nicht Dinge ändern, ohne in den Spiegel zu schauen und sagen, Heiliger Geist, was ist der Grund, dass ich lüge, betrüge, nicht treu bin? Was ist der Grund, dass ich Bibel lese, nicht hinkriege? Was ist der Grund, dass ich, Leo, den Sabbat nicht halten kann? Was ist der Auslöser? Und hier wird es ein bisschen geistlich. Und du kannst dir nicht lassen, diese Dinge einfach alleine zu bekämpfen, weil die Bibel sagt Folgendes, und das habe ich auch im Jesus First gepredigt in Jakobus 5, Vers 16. Und diese Bibelvers habe ich angefangen zu verstehen, heißt, darum sollt ihr einander eure Sünden, eure Gewohnheiten, eure Fehler bekennen und füreinander beten, damit ihr was? Geheilt werdet. Dann brauchst du eine Small Group. Du brauchst Leute, wo du dein Leben hinlegst und sagst, ich habe da eine Eigenschaft, die ist eigentlich mega einfach, das zu lösen, aber ich krieg's nicht hin. Was ist die Geschichte dahinter, dass ich diese Dinge nicht losbringe? Also wir haben so eine Coaching-Gruppe bei uns, bei den ICF-Pastoren, weil ICF-Pastoren, wenn wir uns treffen, wenn jemand sagt, ich habe ein Problem in der Church, wir alle wissen, fühlen, verstehen, um was es geht. Und ich habe dann gesagt, ich habe ein Problem seit 2 Jahren, ich bringe den Sabbat nicht hin. Und das Schöne ist, in dieser Coaching-Gruppe, niemand gibt Coaching. Ich brauche kein Coaching, bin ja nicht doof. Und dann haben sie gesagt, okay, lass uns mal auf Gott hören. Warum kannst du den Sabbat nicht halten? Und dann wird das geistlich spektakulär. Dann haben wir unsere Augen zugemacht. Und dann kam ein Thema hervor, das ich vor ungefähr 15 Jahren erlebt habe. Ich möchte es jetzt gar nicht groß erklären, um was es geht. Und dann habe ich gemerkt, stimmt, da habe ich was erlebt, so einschneidend, wo ich das Gefühl gehabt habe, ich komme zu kurz. Wer kennt das? Ich komme zu kurz. Und weil das Leben so kurz ist, habe ich gedacht, ist eben der Sabbat, macht es noch kürzer. Also merkst du, es gab ein geistliches Thema. Dann haben wir das im Gebet hingelegt und dann kannst du auch das im Gebet brechen. Das ist gar kein Problem, wir haben es dann gelöst. Und dann war wie eine Kraft ging weg von mir, wo ich gemerkt habe, ich bin nicht mehr ein Opfer, dass ich es nicht kann, sondern dieses Thema vor 15 Jahren ging weg von mir. Und es gibt so Erlebnisse, die du gemacht hast, die prägen dein Leben viel krasser, als du denkst. Sonst werden Dinge ändern ja mega, mega einfach. Ich möchte euch 2 Geschichten erzählen, wo wir erlebt haben, ganz am Anfang im ICF. Da kam eine 21-jährige junge Person bei uns in die Church. Eine krasse Geschichte und sie ging mit einem Mann nach dem anderen immer in das Bett. Die hatte am Wochenende 3, 4 Männer, hat sie die durchgelassen. Sie kam in die Church und hat gemerkt, ich bringe das nicht los. Und dann kam sie auch bei uns in das Gebetsteam und dann kam raus, dass ihr Vater hat sie vergewaltigt. Vor vielen Jahren. Und in ihr ist ein Schrei nach Anerkennung, nach Liebe und nach Annahme. Und wo sie das realisiert hatte, dass sie noch nie um Vergebung beten konnte, für das, was der Vater angetan hatte, bekam das eine Gewohnheit, eine Kraft, etwas Zerstörerisches. Und ein Gebet hat bei ihr etwas gelöst, dass sie nicht mehr an den Weekends mit einfach den Männern in das Bett gegangen ist. Verstehst du? Es ist wie eine Linie. Ein anderer Mann bei uns, der hatte einen Ausschlag von oben bis unten. Und das ging nicht weg. Der war bei jedem Arzt, hat jede Salbe, alles genommen, was es gab, kam bei uns auch in das Gebetsteam. Wir wollten ihn beten für Heilung und dann kam raus, dass seine Mutter ihn nicht angenommen hatte. Er hat immer gespürt, ich bin nicht geliebt wie alle anderen. Das hat eine Reaktion ausgelöst in seinem Körper, an der Haut. Und als er da unter Tränen zum ersten Mal sagen konnte, ich vergebe meiner Mutter, sie hat keine Ahnung, was sie mir angetan hatte, ging dieser Hautschlag weg. Ich möchte mit dem sagen, es ist nicht so, dass du dir einfach sagst, okay, eine alte Gewohnheit in den Kübel, neue Gewohnheit hin, ist ihm erledigt, sondern es gibt eine Kraft, wo man sich demütigt, wo man die Maske wegnimmt und sagt, hey, das sind meine Themen und das ist die Kraft von uns Christen. Wir geben nicht Coaching, sondern wir sagen, Heiliger Geist, hier sind wir.
Was ist der Punkt? Und da beginnt das prophetische Reden. Wir brauchen Prophetie in der Church, dass Gott dir eine Weisheit gibt, eine Einsicht gibt, wie man das auch ganz konkret lösen kann. Die letzten 2 Punkte, man muss mit einem ganz kleinen Schritt beginnen. Und das ist für alle logisch, weil am Anfang vom neuen Jahr haben alle große Vorsätze. Und ich habe ein Bild mitgebracht und ihr kennt das aus unserem Buch. Du hast eine Leiter mit mega krassen Sprossen und man gibt sich mega Mühe. Kein Alkohol, kein Lügen, kein Jähzorn, kein Jammern mehr, was immer dein Thema ist. Und man versucht es und nach 4 Tagen ist es Game Over. Und eine Leiter bezwingt man im nächsten Bild, indem man das klitzekleine Schritte geht und die sind am Anfang nicht spektakulär. Um das ganz kurz zu erklären, wenn jemand raucht, gibt es 2 Möglichkeiten. Entweder Gott macht ein Wunder, bam, Schakala, und du rauchst nie mehr. Aber die meisten von uns geschieht das nicht, sondern sagen immer, wie viele Zigaretten rauchst du? Und sagen sie 20. Und sagen, okay, dann rauch nächste Woche nur noch 19. Dann gehst du runter auf 18. Du gehst einfach langsam runter. Und irgendwann merkst du, nach einer raucht es nicht mehr. Und ich sage dir, warum ist das so wichtig? Ich habe 2 Bilder mitgenommen. Wenn du große Schritte gehst, bist du enttäuscht. Und jetzt achte mal auf das Bild hier. Du hast einen Frust, machst nie mehr Vorsätze, weil es bringt dir eh nichts. Und du bist so enttäuscht und du bist entmutigt. Du hast keine Motivation mehr. Und viele von uns haben aufgegeben, weil es funktioniert nicht. Du hast zu große Schritte gemacht, die sind nicht realistisch. Das andere Bild, das positive Bild, ich habe das mit ChatGPT erstellt, ich habe das richtig krass gefunden. Es kreiert ein Dopamin in deinem Hirn und du bekommst eine krasse Motivation. Und du sagst plötzlich, es ist möglich. Und viele Christen, wenn ich das predige, sagen immer, du hast keinen Glaube. Nein, Glaube ist nicht, dass du so Ziele setzt, die du nicht erreichst, sondern Glaube heißt, was ist das Maß, das du gehen kannst, wo du in die richtige Richtung dich veränderst. Du schaust den an, der dich verändern kann. Ich habe eine ganz praktische Liste, wie man das praktisch machen kann. Wenn du nie positiv bist bei deiner Frau, bei deinem Mann, dann schreib jeden Tag eine Dankesnotiz. Ist nicht schwer. Einfach, ich liebe dich. Oder ich möchte dich lieben. Oder ich werde dich lieben. Eine Sache. Du kannst jeden Morgen das Bett als erstes machen. Wenn du keine Disziplin hast, dann ist schon mal das Bett happy. Wenn du noch nie mit deiner Frau zusammen die Bibel gelesen hast, dann lest zusammen einen im Bibelleseplan. Ganz einfach, aber nur einen Bibelvers, nicht mehr. Sei nicht crazy. Einen genügt schon. Verzichte auf Softdrinks, das empfehle ich dir sowieso, weil deine Leber sagt Danke und dein Bauch sagt Halleluja. Geh jeden Sonntag in die Kirche. Das sind mega kleine Schritte. Es heißt in Sacharja 4, Vers 9, und dann kannst du dir merken, wer über die kleinen Anfänge enttäuscht war, der wird sich noch von Herzen freuen. Die meisten von uns bringen Dinge nicht hin, weil du es nicht unterteilst in klitzekleine, petit peu, small, super klein Schritte. Jetzt habe ich auch alle Sprachen genommen, die ich kann. Sondern mach klitzekleine Schritte. Eine Sache zum Beispiel, ich kämpfe seit Jahren mit meinem Gewicht. Ich bin wie der Mond, wenn er zunimmt, nehme ich auch zu. Wenn er abnimmt, soll er doch. Und ich sage dir, warum ich abnehme. Weil ich habe letzte Woche 16 Mal einen Input gemacht. In einer Woche 16 Mal. Das ist Sport im höchsten Grad. Predigen ist Sport. Wenn man das auch auswertet bei Pastoren, wenn man 4-mal predigt pro Sonntag, das Adrenalin, das man ausschüttet, ist unglaublich. Es sind einfach so, man steht hin, macht das Mund auf und es geht. Das ist Adrenalin, das wird Adrenalin ausgeschüttet. Und ich habe festgestellt, wenn du viel predigen willst, muss dein Körper ready sein, wie ein Sportler. Das ist einer der Gründe, wo ich sagen muss, das Gestell hier muss ready sein. Und ich habe mich entschieden, dass jedes Jahr bin ich 1 Kilo leichter. Das habe ich seit 4 Jahren hingekriegt und ich bin unterwegs in die richtige Richtung, aber es ist machbar und auch ist möglich. Ich möchte enden, man muss es so einfach halten, wie es nur möglich ist. Und es gibt so ein paar Grundregeln, die ich euch erklären möchte. Das erste, du darfst nur eine Sache pro Mal ändern. Nur eine einzige Sache. Und nicht irgendetwas, sondern frag den Heiligen Geist.
welches von meinen 15 Themen, die ich habe, und bei meiner Frau sind es 18, bei meinen Kindern sind es 30, welches eine Thema willst du, Geist Gottes, in mir anpacken? Sondern lass dich von Gott bestimmen und auch leiten. Und dann ist wichtig, das Zweite, es gibt eine 2-Minuten-Regel. Wenn du etwas Neues beginnst, und ich spreche nicht von Unglauben, ich spreche nur davon, dass du es in einem Jahr immer noch machst, darf es nicht länger als 2 Minuten gehen, was man neu macht. Ich gebe dir ein paar ganz einfache Beispiele. Wenn du mit deiner Frau noch nie gebetet hast, du hast keine Gebetskultur entwickelt, dann nimm ihre Hand und bete einfach 2 Minuten. 1 Minute sie, 1 Minute du. Wenn du keine Ahnung hast, dann lass sie 1 Minute 50 beten, sagst am Ende noch Amen. Es ist egal wie, mach es 2 Minuten und du wirst merken nach einer Woche, das ist ja gar nichts. Und dann wirst du automatisch von dir aus auf 3 Minuten verlängern. Also du merkst plötzlich, das ist ja easy. Wenn du noch nie Liegestützen gemacht hast, dann mach nicht 20, dann beginne mit 5. Du denkst, meine Güte, das ist ja mega easy, kann sogar meine Großmutter. Der Punkt ist, dass du sagst selber nach einer Woche, ich will und kann mehr. Wenn du noch nie in deinem Leben eine Bibel gelesen hast und aufgeschrieben hast, was hat Gott gesagt? Beginne nicht mit einer Seite, beginne mit einem Satz. Einen Satz, den macht man in 2 Minuten. Es muss so klein sein, wie es nur klein gehen kann. Und dann das Dritte, man muss die bestehenden Routinen benutzen. Man sagt, wenn du nicht das, was du immer machst, integrierst, ist es immer ein Fremdkörper. Und es gibt einen wunderbaren Satz unten, wo du sagen kannst, wenn ich Pünktchen gemacht habe, dann werde ich Folgendes machen. Du kannst zum Beispiel sagen, wenn ich den Kaffee getrunken habe, dann werde ich beten. Oder wenn ich geduscht habe, dann werde ich zum Beispiel die Bibel lesen. Oder wenn ich zur Arbeit fahre, dann mache ich Fürbitte. Und wenn ich zur Arbeit komme, dann werde ich ein göttliches Wort aus der Bibel irgendjemandem präsentieren. Du musst es mit Dingen kombinieren, die du schon machst, dann wirst du plötzlich merken, es ist mega einfach und mega natürlich und mega krass. Und ich sage dir das heute nochmals, nicht das Gefühl, dass ich habe keinen Glauben, sondern Punkt ist das, Gewohnheiten, die man immer macht in kleinen Schritten, definiert die Person, die du von jetzt in 10 Jahren sein wirst. Es sind nicht die großen Schritte, die man macht, das gibt es ab und zu mal, dass Gott ein großes Wunder macht und Gott macht fast nie große Wunder, weil Gott am Charakter mega interessiert ist. Hebräer Kapitel 10, Vers 24 heißt es, lasst uns aufeinander Acht haben. Wir wollen uns zur gegenseitigen Liebe ermutigen und einander anspornen, Gutes zu tun. Von dem, was ich heute predige, ist nicht etwas, was ich jetzt zu euch spreche und denke, bitte macht das alles, sondern das Coole ist, ich habe meine eigenen Themen. Da sind wir alle im gleichen Boot. Vor einigen Jahren habe ich ein Buch geschrieben und ich möchte es ganz kurz erklären, weil das ist nicht einfach ein Buch. Und zwar, lebe wie niemals zuvor. Und ich habe das, was ich heute predige, in ein Buch verfasst. Und zwar in 5 Bereichen, wo man sich Gedanken macht, einmal pro Jahr, wie sieht es aus mit meinen Ressourcen, mit meiner Zeit, mit den Finanzen? Wie sehen meine Beziehungen aus, die Gott mir anvertraut hat? Wie ist es mit meinem Glaube? Wie sieht es aus mit meiner Arbeitsstelle? Das sind so 5 Bereiche. Ich möchte euch ganz kurz das zeigen. Und jedes Jahr, seit ungefähr 20 Jahren, mache ich das jedes Jahr, dieses Rad. Ich fülle es aus und sage, Heiliger Geist, wo bin ich? Was sind meine Gewohnheiten? Wo stehe ich? Das mache ich jedes Jahr. Ich mache es nicht für dich. Ich mache es nicht für meine Frau. Ich mache es für mich, weil ich möchte, und ich habe mich entschieden, ich möchte Jesus Christus ähnlicher werden in allem, was ich mache, was ich bin. Und ich bin nicht bereit, dass gewisse Eigenschaften, das Potenzial, die Kraft Gottes in meinem Leben stoppen. Und es ist auch nicht so, ich möchte ein besserer Mensch werden. Ich möchte das beste Gefäß sein, das Gott jemals mit meinem Leben gehabt hat. Ich sage euch ganz kurz zum Ende, wenn man das konsequent macht, über Jahre, was für Gewohnheiten wir, unsere Familie entwickelt haben. Und das ist nicht etwas, das ich jetzt euch sage, wow. Ich möchte euch ermutigen, weil du beginnst heute. Vielleicht weit weg, aber du wirst in 20 Jahren sagen können,
Ich bin nicht mehr die gleiche Person. Wir haben Gewohnheiten entwickelt. Wir gehen jeden Sonntag in die Kirche. Und es gibt keinen Sonntag, wo wir nicht in die Kirche gehen. Es gibt keinen Ausflug, es gibt keine Geburtstagsfeier, nichts, das uns abhält. Wir gehen jeden Sonntag, auch im Urlaub, in die Kirche. Weißt du warum? Weil ich die Kirche brauche. Weil ich einen Ort brauche, wo ich die Gegenwart von Gott erlebe. Du kannst es auch alleine zu Hause erleben, aber du weißt, meine Kirche hat einen anderen Power als alleine. Wir haben uns entschieden, wir geben jedes Jahr 10% von unseren Finanzen in das ICF Zürich. Und die schon lange dabei sind, die wissen, ich gebe jedes Jahr 1% mehr. Ich bin jetzt an einer Zahl angekommen, die ist schon sportlich. Und mein Gehalt hat sich nicht verändert. Wir vertrauen jedes Jahr, dass Gott uns als eine Familie segnet. Wir machen ein Statement. Wir gehen immer Date Nights und meine Frau und ich, wir gehen jedes Jahr in den Urlaub. Das war nicht immer so. Wir haben Date Nights verpasst am Anfang unserer Ehe. Wir gingen am Anfang nicht in den Urlaub und das hat uns nicht gut getan. Und irgendwann habe ich gemerkt, wir kommen nicht herum, einfach in unsere Ehe zu investieren. Wir haben angefangen zusammen zu beten. Wir haben am Anfang unserer Ehe nicht gebetet. Wir haben am Anfang unserer Ehe nicht die Bibel gelesen, weil meine Frau liest anders die Bibel, sie betet anders als ich. Das hatten wir nicht entwickelt. Ich bin heute da und sage, wir haben nicht immer die Bibel gelesen. Nein. Aber wir haben uns entwickelt über die letzten Jahre, dass wir angefangen haben, zusammen zu beten. Und das ist schon ein Wunder. Susanne betet mehr und ich sage den meisten doch Amen. Wir haben uns entschieden, unsere Familie, Freunde stehen immer an erster Stelle. Wenn Leute sagen, du hast nie Zeit für ein Coaching, nein, habe ich nicht. Es kommt meine Familie, es kommt meine Kinder, es kommt die Church. Wir haben 120 Angestellte. Wenn ich dann noch Zeit habe und die ist meistens nicht da, wir haben Entscheidungen getroffen für die Familie. Wir sind eine Familie. Wir haben gesagt, jedes Jahr möchten wir unser Ministry erweitern. Das war am Anfang nicht so, haben wir entwickelt über die Jahre. Und wir gehen jedes Jahr gehen wir zusammen diese Next Steps. Und da gibt es keinen Weg daran vorbei. Wenn du diese Liste siehst, möchte ich dir ganz kurz nochmal sagen, es war nicht immer so. Viele Dinge wir waren weit weg von einer Familie, wo wir sagen können, alles läuft rund. Und jetzt machen wir das alles und unsere Familie läuft immer noch nicht rund. Es gibt keine Familie, die rund läuft, aber sie kann runder laufen als nicht rund. Und ich möchte euch heute motivieren, ganz einfache Schritte zu gehen. Sagen, Heiliger Geist, was ist die eine Sache, die du anpacken willst? Mich hat jemand gefragt, hört denn das nicht auf? Doch, an dem Tag, wo du stirbst, dann ist es vorbei. Bis dahin bleibst du am Ball. Amen? Schön, dass du dabei warst. Ich hoffe, dass die Predigt dir geholfen hat und du viele Dinge auch für deinen Alltag umsetzen kannst. Wir würden wirklich gerne mehr von dir erfahren. Vielleicht hast du Fragen, was beschäftigt dich? Dann besuch uns doch auf unserer Homepage icf.ch/connect. Dort erfährst du auch, was uns als Community eigentlich ausmacht. Alles, was du hier siehst, hat zu tun, viele Volunteers, sie haben ihre Talente investiert, ihre Zeit investiert, auch ganz konkret Finanzen, weil ohne Finanzen ist das alles gar nicht möglich. Ja, und das hier ist unsere Einladung an dich, Teil von diesem Großen zu werden, was Gott tut, auch mit deinen Finanzen, weil es ist so viel Technik, es sind so viele Investments, die wir machen, dass das alles möglich ist. Und mit deinen Finanzen kannst du da einen Unterschied machen. Und noch eine kleine Sache, abonniert den Kanal, macht einen Daumen hoch, schreibt was in den Kommentar rein, weil es wird uns helfen, dass Leute plötzlich von dieser Sendung hören, weil wir wollen ja die beste Botschaft rausbringen an Menschen, die noch nie von diesem Gott gehört haben. Also, bis zum nächsten Mal.